Wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich für eine Emission vom 5. November 2018. An unserem ersten Beitrag gehen wir auf Heestref an Schloss gratulieren. Gratulieren für den 95. Anniversaire. Der 95. Anniversaire von der Madame Carrière. Viel Spaß. Madame Carrière, lebt Madame Carrière, lebt von München, Madame Carrière, das ist wirklich ein agréable Moment für heute bei euch zu kommen, für so einen formidablen Zustand zu finden, nach selben wie für 5 Jahre. Das, was ich damals zugekündigt habe, wird sich realisiert. Ich habe gesagt, damals, wir kommen 70 Euro beim 95. Geburtstag hin, an heute zum 95. waren wir dann auf den 100. Da bin ich noch dabei, noch eine Sache, mit der Façon von 100 Euro vom Radio. Wenn ich vielleicht noch eine kleine Stunde, wie das gewinnt war, im Jahre 1923, den 11. des Monats Oktober, um 7 Uhr nachmittags. Die Zeit ist sowieso was gefallen, das kann aufgegangen werden, da konnte man wohl mehr Reparatur legen. Das haut rüber. Ist für uns Theodor Pescator, Bürgermeister, Beamten des Zivilstandes der Gemeinde Lorenzweiler im Kanton Mersch, Großherzog dem Luxemburg erschienen, Leibig Matthias Hüttenarbeit. Alt 26 Jahre, Vater des Kindes von Lorenzweiler, welcher unser Kind weiblichen Geschlechts vorgestellt hat, geboren zu Lorenzweiler gestern, gestern um 8 Uhr vormittags erzeugt vom Ina Komparent mit ihm zu Lorenzweiler wohnenden Ehefrau Mertes Katterin. Ohne Gewerk, alt 27 Jahre, in Fälschung den Vornamen Maria gegeben. Maria hat geändert und so erinnert uns sich nicht festgestellt, in dem Original, dann sind wir geändert in den Marie. Der wurde ja nicht franzisiert. Das von 1991. Da das Geburtsfeld, die losen sich auch heute los, von der Gemeinde war die Chance, für mit denen zukommen zu lassen, und die können da auch machen. Die hat auch ein gut Nebengespielt, kein Geburt, viel Geburt. Und es ist auch jemand, der immer noch Pärle gegangen, wo der Tanzen gegangen sind, und die war eigentlich jovial, eine Lebenssprache, auch für allem ein Hoofdlich, dat die zijn nog oud, zo wie gekleed zit, dat er veel door betaald, dat er wirklich aan Typ Eleganz erschienen sind, sodass wir auch können für eine riesenalte Wünschen felicitieren. Ganz besonders auch nach vielen Jahren dabei, an dem zweifelnden Grund, wenn er in einem guten Zustand sieht, dass das auch etwas realisiert. Die sind nicht früher mal hingekommen, die sind nach immer im gewinnenden Milieu, und dann so etwas ich zur Lebenstrauerei, das ist noch Montage, dafür neinke all Gutes, an neinke man versprechen, das Gemeng 2023 dann erinnert für die 100 Jahre zu wünschen. Also im Jahr komme ich da mal. Ich mache, da war ich die 3 Monate dabei, und dann tun wir all die Jahre. Gut, dann sind wir. Das Ganze ist geschrieben, wir sind noch hingekommen, nur für die ganze Population, das ist Gemeinschaftslos, das ist eine kleine Initiative, aber wir das vertrödet. Vielmals Menschen am Dummkoning am Mann, für allem gefällt es der Johai, und selbst gut abgehört, für das passiert. Merci. Abweihungsfeier zu Heestref. Lo am Spätsommer sind die verschiedenen Erbichten zu Heestref benannt kommen. Wir kommen an einer späteren Emission auf den technischen Teil von diesen Erbichten zurück. Lo aber mal pur Impressionen von den Abweihungsfeierlichkeiten zu Heestref. Heestref am Spätsommer, etwa Abweihungszeit. Nicht nur den neuen Kontrast vom am Numm Peki, mehr an der Hauptsache verliehen
vun der naier Wasserleitung, wo man an enger vun unseren nächsten Emissionen op de méi technische Wolle zurückkommen, goufen a Betrieb kommen. Auch Post an Kreos hun ihr Leitungen erneuert. Des Weiteren goufen 3 Bohnen für Elektroautoen offiziell angeweiht. Die Damen und Herren, Vertreter von der Post, Kreos, sehr well, Chef selber von Schreder Associé, ich weiß nicht, die Invität des Lebens, aber Vertreter von den Hayas, cher Personnel des Entreprises commises, die Damen und Herren, liebe Invität in alle Bürger, wir sind froh, für euch so viel können zu begrüßen, also ein Zeichen, an Ausdruck, dass der unerkannt, das wird gemerkt, dass wir Haut auf Betrieb holen, wird ganz wichtig ist für die Population von der städtischen Gemeinde. Eine von den wichtigsten Uraufgaben von der Gemeinde ist und bleibt Trinkwasserversorgung von der Population. Das ist eine urale Mission, die weit zurückgeht an die Vergangenheit. Und die Gemeinde sind alle bestrebt, für auf dem Plan das Beste zu machen, an der Obligation dort nachzukommen. Lebenswichtig für viele Bereiche. Wir hatten hier in der Gemeinde kein echtes Problem mit der Wasserversorgung, aber doch. Wir gucken ganz weit zurück, die 1900, 1905, wo die städtische Gemeinde der Stadt Lützeburg die Quellen auf der Memme verkauft, im Versum vom städtischen Plateau, im Westversum vom städtischen Plateau. Und das funktioniert halt. Das Lützeburg zieht noch immer Trinkwasser von da. Ich war aber auch alle passt. Ich kann mich erinnern, in den 50er Jahren, Ausgangs 50er Jahren, 1950 bis 1950, 1960, war aber noch so gut gestimmelt, dass wir in der Lage waren, wie die Waldfrauen der Not waren, dass wir hinten von der Hälfte Wasser, Trinkwasser auf alle Fälle geliefert haben. An den 60er Jahren, als es nämlich schwierig ging, wir hatten zu Stesel eine relativ starke Croissance von der Population auf dem, und ich gucke nicht, 1965 waren 1812 Waffen an der Stelle Gemeinde, wo in der Haut 5400, von bis heute die Population sich verdreifacht, sie doch, dass in der Phase war, wo wir starken Zugriff von der Population war, und dass wir dann dünn auch mal Schwierigkeiten hatten, ans Werk, wie gesagt, an den 60er Jahren, und was auch umgedurchgehen, und dass wir einen ganz starken Qualitätswegstreif hatten. Die 1400 Futter, die uns den Dachbrot hört. 1400 Meter Küpp, haut sind nach 420, für dann das Hälfte für Wasser auf Stesel transportiert zu kriegen, für da eventuell einen Engpass entgegen zu wirken. Als wir gemerkt haben, dass ein Wasser gebaut ging zu Hälfte, dass ein Zollläder gelöst gibt von der Hälfte bis auf die Fabrik, die wir ersatz wurden. Ich weiß noch, wie das angeweiht ging, als 1966. Amtswehr, den 30. Juli, zu Steselsturm, zu Wegstrafsturm beim Basing für anzuweihen. Ich kann mich noch erinnern, der Vertreter oder der Innenminister, bei dem uns Henri Kravat hat geschickt, als der Vertreter de Jean Origier, den Chef vom Service des Finances Kommunales war, an Wolfer Burmeister, in der Rolle wird sich genau an den zu erinnern, den Schloss Juncker, mit der dicke rote Rose am Palt. Und kann man das noch vorstellen, an zu Städel bei der Kochtisch für die Hochzeit zu gleicher Zeit, wo Jean Theisen als im Feste beim Lotti Kolbe. War ein groß feiert, war groß feiern, das damals in der Gemeinde. Bei dem uns ausgeschafft gehen vom Büro d'études Berg an die Entreprise, das war die Entreprise Kiefer für Kolbe. Wir haben auch immer durch für das intern Netz immer zu verbessern, neu zu gestalten. Also die Leitung, die Lokalisation von 1966 50 Jahre, und wir müssen erneuert gehen, aber wir sind dann dünn
an die Richtung gegangen. Hun von der Gelegenheit profitiert, habe ich von der Post, Glasfaser für alle Haus, für auch die Leitung dort zu erneuern. Dort sind wir dort fertig damit und das ist realisiert bei den 2 Jahren. Dank der seriösen Intervention, Partizipation von den Entreprisen, so gut an Greibelding, die ihr Best gemacht haben, die das allerbest gemacht haben, für dann an den kürzesten Delayen umzusetzen. Wie gesagt, heute machen wir dann die offizielle Visumservice von dem Weg, wenn wir da nur 52 Jahre realisiert haben. Da haben selbstverständlich viele Akteure geschafft, ganz besonders, wie gesagt, Entreprisen mit ihrem Personal, an hinten auch vielmals merci für den großen Einsatz, merci au Chef du Chantier. Den Komitee du Souvenir vu Stesel zu summen mat der Gemeng mecht all Joers eng einer Studierees zu enger Gedenkstätt aus dem Zweite Weltkrieg. Dës Joer gungent op Berlin, wo den Jüdischen Museum en anderen Besicht gin ass, an natürlich KZ Sachsenhausen. Die Television Stesel war mat enger Kamera mat dabei. Das Gebäude sieht aus der Luft so aus. Das ist die Form, das ist der Grundriss. Wobei dann gleich die nächste Frage entsteht, wieso hat der Architekt für sein Gebäude, für seinen Museumsbau diese Form gewählt? Und darauf gibt es jetzt verschiedene Antworten. Insgesamt steht das Jüdische Museum Berlin für die deutsch-jüdische Geschichte. Man möchte allen Besucherinnen und Besuchern zeigen, es gibt eine lange, eine große jüdische Geschichte in Deutschland, die ist Teil der deutschen Geschichte und Kultur, die beginnt in der Spätantike. Die erste jüdische Gemeinde in Deutschland, von der wir wissen, gab es im Jahr 320 in Köln, zur Zeit des römischen Kaisers Konstantin. Seitdem gibt es in Deutschland jüdisches Leben. Das Museum möchte zeigen, das gab es hier immer, das gehört dazu, das ist ein Teil der deutschen Geschichte und Kultur. Im Durchschnitt, sagen die Historiker, kam 0,5% bis 1% der Bevölkerung in Deutschland aus jüdischen Familien. Es war immer eine kleine Minderheit, nie mehr als 1% im Ganzen, lokal durchaus verschieden. Aber eben auch nicht niemand. Vor 100 Jahren, 1918, es waren die letzten Tage des Ersten Weltkriegs, gab es in Deutschland 60 Millionen Menschen, rund 600.000 gehörten zu den Jüdischen. Also 1%.
Das war als Emission für Haut. Mir gesehen als den 20. November mit einer weiteren Emission. Ich so nicht viel uns merci für nur gucken, aber bis ganz geschwind.